Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, die Pressekonferenz ist doch noch gerade rausgekommen. 10 Minuten zur Meisterpressekonferenz zum Spiel in Köln. Ich bin gespannt, wie Tuchel das Ganze sieht, ob er das ähnlich sieht wie ich oder... Wir gehen einfach rein, komm. Hallo liebe Kollegen, wenn der ein oder andere uns jetzt schon vernimmt und sich auf den Weg macht, der Trainer kommt gleich wieder. Wir beginnen dann mit der zweigeteilten Pressekonferenz heute. Sehr leise. An einem ereignisreichen Tag und vielleicht auch Abend wahrscheinlich. Ja. Also gleich starten wir mit den Einschätzungen von Thomas Tuchel. Die Kölner Seite kommt dann hernach. Okay, bitte versammeln, Platz nehmen. Gleich geht's los. Mit dem Meistertrainer Thomas Tuchel. Dann start doch auch. FC Bayern, ich denke, das darf man mit Fug und Recht auch hier sagen. Thomas, lass uns vielleicht kurz in deiner Gefühlswelt gerade ein bisschen teilhaben. Die ganzen Gedanken rasen wahrscheinlich immer noch, ja? Im Moment bin ich sauer, weil ich habe dir gesagt, ich will kein Eröffnungsstatement machen. Und du hast es ignoriert. Als Leroy den Ball nicht reinmacht, kurz vorm zweiten Tor zum 2-1. Ja, verstehe ich. Ich sag ja, ich bin auch am Ende. Ich war am Ende, langsam wird's besser, aber das habe ich auch alles nicht verpackt, die Emotionen. Dachte ich eigentlich, dieses Spiel beschreibt die komplette Phase, in der ich jetzt in der Verantwortung war. Und dieses Spiel beschreibt vielleicht dann auch die ganze Saison. Übrigens, dieses 11:33 fühle ich so gar nicht, ne? Fällt mir gar nicht irgendwie. Ein guter Anfang, dominanter Anfang, ein schönes Tor, eine verdiente Führung. Aber wahrscheinlich hat man auch nicht wirklich dran geglaubt, dass man noch Meister wird und da auch irgendwas Halbherziges kreiert. Alles im Griff, Chancen, Halbchancen, um Führung auszubauen, machen wir nicht. Und dann schleichen sich einfach so viele unerzwungene Fehler ein, so viele technische Ungenauigkeiten. Wir hören auf, uns ausreichend zu bewegen im Ballbesitz. Und wieder mal nach einer halben Stunde, zweite Halbzeit, wird es ein komplett nicht offenes Spiel, aber es wird auch kein dominantes Spiel mehr. Und aus dem absoluten Nichts, wir haben dann noch sauber verteidigt, aber aus dem absoluten Nichts dann wieder mal ein Handeln. Ja, also das habe ich ja genauso gesagt in meinem Video, ne? Ich finde es immer nur kurios, dass er es genauso sieht, aber irgendwie sich nichts ändert. Handelfmeter gegen Leipzig, Handelfmeter gegen Freiburg, ein Pokal ausgeschieden mit Handelfmeter. Ja, da sollte vielleicht mal die Spieler mal erklären, dass man nicht in dem Strafraum rumspringt und so die Hände von seinem Körper streckt. Punkt. Das war halt auch völlig unnötig, was der Gnabry da gemacht hat, da so hinzuspringen. Was soll das? Was macht er da so ein Affen? Aber ja, das kommt vielleicht ein bisschen auch dadurch, dass man vielleicht denkt, so, oh ja, der Sommer, so aus 20 Metern ist das schwierig, dass er immer am Ball festhält. Ne? Vielleicht ist das auch so ein bisschen bedingt dann, dass die Spieler sich da so reinfeuern wollen. Aber ja. Wie man sieht, Elfmeter hält er auch nicht. Also dann vielleicht geht der Ball auch einfach daneben oder sonst was. Ne? Also wild. Also da muss man mal eine klare Ansprache finden an die Spieler. Und wie gesagt, dann haben wir noch mal eine Reaktion gezeigt heute und vergeben dann die Chance. Und dann dachte ich, ja, okay, vergeben wir dann noch eine hundertprozentige, dann beschreibt das eigentlich. Jamal hat dann noch ein Ausrufezeichen gesetzt, was natürlich Wahnsinn ist, der Spielverlauf mitzubekommen mit unseren Fans, dass es wohl in Dortmund in unsere Richtung läuft. Unbeschreiblich und trotzdem, Sie wissen es ja selber, haben wir auch ein politisches Thema jetzt im Club natürlich, dass auch diesen Sieg und diese extreme Meisterschaft, diese extreme Willensleistung auch jetzt bis... Extreme Willensleistung tue ich mich echt ein bisschen schwer mit, ne? Wirklich. Also, ja. Naja, tue ich mich eigentlich richtig schwer mit. Also das, wenn der Wille wenigstens da gewesen wäre, so die letzten Spiele, dann würde ich das ja mittragen, aber das war es halt nicht. Auch heute nicht. Ja, es war eine Willensleistung vom Coman und vom Jamal. Ja.
Und okay, vom Sané, seine Offensivaktion, da hat er Feuer gegeben, da wollte er was zeigen. Aber alle anderen hat man da wirklich so gemerkt, yo, wir sind hier, wir wollen unbedingt Meister werden. Es war nicht super schlecht heute, gar keine Frage, habe ich ja auch in dem anderen Video gesagt. Es war Durchschnitt, nicht mehr, aber dass man jetzt so den Willen hatte, unbedingt zu sehen, ach komm, wir legen ein zweites nach oder ein drittes. Ein zweites hätte so viel Ruhe gegeben, so viel Gelassenheit, ja. Den Willen habe ich nicht gesehen. Ich meine, vielleicht war der Wille im Kopf da, mag sein, und man konnte es einfach nicht umsetzen, möchte ich nicht abstreiten. Bisschen trübt und deshalb fasst es wahrscheinlich trotzdem unsere Saison gut zusammen und beschreibt auch alles, was wir besser machen müssen ruhiger werden, zielorientierter werden. Aber es beruhigt mich ein bisschen, dass der Tuchel sich da jetzt auch nicht hinsetzt und das Grinsemännchen macht und alles positiv ausbildet. Ich finde, er ist der Coach. Ja, dass ich ein bisschen kritischer bin, ein bisschen negativer bin, obwohl wir Meister geworden sind, ist ja okay, ich bin nur irgendein Dude, aber dass selbst der Tuchel das macht, das verwundert mich jetzt schon ein bisschen. Ich meine, er hat recht, ich bin da voll bei ihm. Ja. Aber er kann das jetzt auch genießen. Vielleicht muss er ein bisschen abfallen, wie bei mir auch. Ja, lass ihm mal 2 Tage Zeit oder morgen auf dem Marienplatz. Vielleicht kann er es dann ein bisschen genießen. Ja. Dominanter werden im ganzen Club und natürlich wir auch mit der Mannschaft. Aber es ist jetzt erstmal eine große Erleichterung, ein großes Glücksgefühl für die Spieler, für den ganzen Staff, für die es mich einfach wahnsinnig freut. Thomas, du darfst dich auch freuen. Es ist für dich auch. Ja? Nicht nur für alle anderen. Und, ja. Auch wenn du heute beschissen gewechselt hast. Aber er hätte immerhin Jamal dann noch eingewechselt. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Fragen. Bitte hier vorne rechts. Frank Linkesch für den Kicker. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Sie haben ja gerade schon so ein bisschen die Zeit zusammengefasst. Können Sie trotzdem noch mal aus Ihrer Perspektive sagen, knapp 2 Monate Bayern München, wie haben Sie diesen Verein jetzt erlebt? Konnten Sie sich bei Amtsantritt überhaupt vorstellen, dass es eine so irre Zeit wird bis hin zum heutigen Tag? Nee, hat er sich mit Sicherheit anders vorgestellt. Ist gut die Frage. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das wird er sich auch leichter vorgestellt. Da wird nicht gedacht haben, dass er da so einen Sauhaufen vorfindet, der so außer Form ist und der irgendwie nach 60 Minuten immer oder nach 30 Minuten schon platt ist, vom Kopf her. Das hat er auch nicht erwartet. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich bin sehr gespannt, ob dann endlich Tuchels Handschrift rauskommt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mit diesen ganzen Entwicklungen? Nee, absolut nicht. Und wir haben es uns so nicht vorgestellt und auch nicht gewünscht. Obwohl wir jetzt ein Happy End hatten. Ich habe auch gestern gesagt, egal wie das Spiel ausgeht, das wird jetzt unsere Saisonanalyse nicht mehr schön färben. Es wird es einfacher machen und es wird uns natürlich Mut geben, Stolz, Überzeugung, Glaube und so weiter. Und diese Erlebnisse zusammen jetzt von heute, die kann uns auch niemand mehr nehmen. Die sind extrem wichtig. Die sind extrem wichtig für alles Weitere. Und trotzdem wird das keine Saison mehr, mit der wir einfach sagen, ja, Ende gut, alles gut, machen wir die Augen zu und wird schon besser werden. Das wird keine Saison, mit der wir zufrieden sein dürfen. Wir müssen besser spielen, müssen dominanter spielen, müssen klarer spielen. Unser Spieltempo muss hoch. So viele inhaltliche Dinge und stabiler werden, absolut stabiler werden. So. Nee, ich konnte es mir nicht vorstellen, weil natürlich auch dazu kommt jetzt ja auch das Thema um Olli und um Brazzo. Also, ich bin super erleichtert. Nochmal, ja. Dass der Tuchel das auch so sieht. Sag ich euch, wie es ist. Ich habe ihn ja auch schon viel kritisiert. Werde ich auch weiterhin tun, auch mit den ein oder anderen Entscheidungen. Aber wie es auch in den Kommentaren stand, ja, I don't know. Vielleicht war es echt so, ich weiß es nicht, dass er es einfach nur irgendwie über die Zeit bringen wollte. Ich hoffe, er wird nächste Saison seine Eier finden und wird dann auch mal, weil Tell wird ja 100% bleiben, Gravenberg wird man mal abwarten müssen, dass man den Jungen dann auch mal die Chancen gibt und dass man vielleicht auch mal den einen oder anderen mal reinwirft und mal ein bisschen Chancen gibt. Ne? Da bin ich sehr gespannt drauf. Wird natürlich auch noch ein bisschen von den Neuzugängen abhängen und so weiter. Aber wenigstens setzt er sich dahin und sagt, yo, wie gesagt, er könnte sich wenigstens ein bisschen freuen. Ja, ich freue mich ja auch wenn ich es gerade vielleicht nicht so rüber transportieren kann, aber er sitzt da ja gerade und er machte gerade den Eindruck, als hätten wir das Spiel verloren. Ne? Das ist auch schon ein bisschen weird gerade für mich. Dass sich dann noch mit reinmischt. Ich weiß es seit gestern Nachmittag. Es mischt sich dann in so eine Spielvorbereitung. Wow, krass.
Er wusste es schon seit gestern Nachmittag. Na, nochmal, ich denke, da sind wir uns zu 75% aller Bayern-Fans sind sich einig. Brazzo definitiv der richtige Schritt. Olli hätte ich persönlich ein bisschen anders gesehen, wenn es aber wirklich so ist, dass er irgendwie da fremdelt und nicht dieses Mir ausstrahlen kann, nicht diese Wärme hat, die unseren Verein halt irgendwo dann auch ausmacht. Auch wenn man das vielleicht nicht von außen so sieht, als Nicht-Bayern-Anhänger. Dann ist das der richtige Schritt, da muss er ja auch mit weg. Punkt. Ja, wie gesagt, Außendarstellung haben alle beide diese Saison maßlos in den Sand gesetzt. Das war katastrophal. Ja. Aber auch das wird nochmal ein extra Video werden. Mit rein und kumuliert dann heute nach dem Spiel mit der Rede in der Kabine und es ist einfach, es ist viel. Das ist wirklich viel, was alle Beteiligten auch glauben. Aber es ist schön, dass es Ihnen genauso geht wie mir, weil mir ist das auch gerade alles zu viel Emotion, zu viel im Kopf, zu viel drumherum. Deswegen sage ich ja, ich denke, man wird mal 2-3 Tage brauchen, bis man mal wirklich realisiert, dass es alles nicht so schlecht war und dass man Meister geworden ist und so weiter und so fort. Glaube ich, verdauen müssen und auch währenddessen, während sie Leistungen bringen muss, die Mannschaft auch verdauen muss. Und da müssen wir gucken, dass wir das alle zusammen besser machen, um im geschlossenen Kreis einfach in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, um dann einfach regelmäßig an unsere Höchstleistung zu spielen. 2 Reihen dahinter bitte, ja. Herr Tuchel, Glückwunsch. Drängende Frage natürlich als erstes. War das heute ein Thomas Müller-Spiel oder? Dann müsstest du eigentlich aufstehen. Jetzt als unser Pressevertreter und müsstest dem mal eine richtige Watschen geben. Nein. Dürfen Sie analysieren? Nee, 2 Fragen wirklich. Zum einen, also Leon Goretzka nach 14 Minuten. Junge, wer soll ich denn nach so einer dummen Aussage und nach so einem dummen Spaß jetzt noch ernsthaft dich ernst nehmen und jetzt noch deine dumme Frage beantworten? Wieder auszuwechseln. Ist ja auch keine leichte Entscheidung. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Und das ging ihm da durch den Kopf. Ja, defensiver raus und offensiver rein. Bam. Feierabend. Und weil er gerade erst 5 Minuten auf dem Platz war und in den 5 Minuten auch nicht wirklich überzeugen konnte, hat er sich gedacht, nehme ich lieber ihn wieder raus, bevor ich irgendeinen rausnehme, der aber zumindest da schon 85 Minuten Gas gegeben hat. Zweite Frage, wie bewerten Sie das Aus jetzt von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic? Es tut mir leid für Leon. Das ist natürlich eine Horrorentscheidung gegen ihn, aber da ging es ja nicht mehr, um 10 Minuten ein Spiel am Ende runterzuspielen, sondern es ging im Grunde die ganze Saison. Es ging um die deutsche Meisterschaftsergebnis, war klar auf dem anderen Platz, Wahrscheinlichkeit. Ich konnte in dem Moment und durfte als Trainer keine Rücksicht mehr nehmen, wie er sich fühlt, obwohl ich natürlich mit ihm mitfühle und ich auch entschuldigt habe. Da muss er sich auch nicht für rechtfertigen, Alter. Wie gesagt, klar hätte man auch überlegen können, dass man Kimmich rausnimmt, habe ich in einem anderen Video gesagt. Kimmich war jetzt auch nicht irgendwie da das Maß aller Dinge, aber sehen wir ganz ehrlich, die Form von Goretzka die letzten Wochen war das auf jeden Fall der safere Weg und der Erfolg gibt dem Tuchel recht. Punkt. Egal, wie wir das sehen oder wie das Journalisten sehen. Bei ihm, aber in dem Moment haben wir nochmal versucht, ohne komplett verrückt zu spielen, in einem 4-1-3-2 am Ende 5 offensive Spieler auf dem Platz zu haben. Und da hat es ihn getroffen. Ja, das ist das dazu. Das andere war Brazzo und Olli. Vor 8 Wochen waren die beiden natürlich die maßgeblichen Personen, die mich kontaktiert haben und die mich auch überzeugt haben und bearbeitet haben und überzeugt haben, sofort auf diesen gemeinsamen Guck mal, da hörst du auch raus, dass er wahrscheinlich lieber gesagt hätte, ich komme erst zur neuen Saison, wa? Weg zu gehen. Brazzo war mein täglicher Ansprechpartner in der Sebener Straße. Olli war täglich da, aber mit ihm habe ich so wöchentlich mich ausgetauscht, ist ja auch klar in seiner Funktion. So, deshalb, ich weiß es seit gestern, ich muss es auch erst mal verdauen und abwarten, was die Planungen und der weitere Weg ist, bevor ich mehr Details dazu sagen kann. Dann der Kicker nochmal bitte, Frank Linkesch. Noch eine Nachfrage
zu Jamal Musiala. Sie haben ihn heute ja nicht von Anfang an gebracht. Vielleicht können Sie den Grund nochmal nennen und haben Sie ihn jetzt mal in den Arm genommen und ihm schon mal ein dickes Danke gesagt? Ja, klar, aber da muss nicht nur ich in den Arm nehmen, müssen mehrere in den Arm nehmen. Ja, Jamal wollten wir heute von der Bank haben, um gemeinsam mit Choupo, falls wir ein Tor brauchen, falls wir Spielkontrolle brauchen, um ihn mal ein bisschen frischer auf dem Platz zu haben. Er hat zuletzt überspielt gewirkt. Er war fahrig in seinem Spiel, war sehr fehlerhaft in seinem Spiel, viele technische Fehler gemacht, was eigentlich untypisch ist für ihn. Deshalb haben wir uns für Thomas entschieden, heute von Beginn an und mit der Option mit Choupo zusammen und Jamal in der Kombination das Spiel eventuell zu verändern, was immer das Spiel von uns verlangt. Und klar. Ja, der Erfolg gibt ihm recht, Alter. Und der Abschluss war natürlich und die ganze Aktion, das, was wir uns von ihm erwarten, das, was er, glaube ich, in der Hinrunde auch auf einem ganz hohen Niveau konstant gezeigt hat und wo er zuletzt natürlich auch in seiner Entwicklung und mit einer instabilen Mannschaft ein bisschen gelitten hat in seiner Qualität, in seiner Effektivität. Muss man aber auch sagen, dass es auch bedingt dadurch ist, dass kein Stürmer auf dem Platz ist. Ja? So. Muss man auch mal ganz klar so festhalten. Weil wenn er dann da vorne reinlaufen muss und da ist kein Stürmer, der mal irgendwelche Räume zieht oder mal irgendwelche Spieler bindet, ja, ist das auch alles nicht so einfach, ne? Für ihn persönlich natürlich großartig und für uns alle ein Wahnsinns-Big Point am Ende. Dann vielleicht die letzte Frage ganz hinten, Nico Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, Servus. Sie haben gesagt, unabhängig von dem Titel ist es keine Saison, mit der Sie zufrieden sein können. Ja. Wie wird denn diese Aufarbeitung zeitlich ablaufen? Werden Sie sich jetzt da erstmal ein paar Tage rausnehmen und welche Punkte schauen Sie sich dann genauer an, um im nächsten Jahr noch erfolgreicher zu sein? Ja, wissen Sie, ich hätte mich deutlich verantwortlicher für einen Misserfolg gefühlt, als ich mich jetzt verantwortlich für den Erfolg Das merkt man, dass er sich nicht wirklich freut, Alter. Der kann sich mal ein bisschen freuen, du. fühle. Das ist einfach so. Ich bin froh, dass wir das abwenden konnten, alle miteinander. Und jetzt ist es selbstverständlich, dass ich da bin, dass ich da bleibe. Es ist jetzt nicht der Moment wegzufahren, vor allem auch nicht nach den Entscheidungen von gestern. Na, ist das ein kleiner Seitenhieb an Julian, dass er einfach mal nach dem Spiel im Skiurlaub gefahren ist? Muss ich da sein, muss Verantwortung übernehmen, muss meine Meinung sagen, muss drüber nachdenken, weil ich natürlich Verantwortung für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es genau inhaltlich weitergeht. Aber klar ist, dass ich erstmal da bin. Ja, dann vielen Dank. Ja, gut. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass unser Coach jetzt sich auch nicht so hurra, wir sind deutscher Meister, so dahinstellt und so. Aber er könnte sich wenigstens ein bisschen freuen. Aber vielleicht ist er auch eher so der introvertierte Typ, dass er das auch nicht so zeigen kann wie ich auch nicht. Wer weiß. Möchte mir nicht unterstellen. Werden wir mal sehen, beobachten. Und na klar, wie soll er jetzt wissen, wie es weitergeht? Da wird ja dann die Aufsichtsratssitzung kommen, da wird wahrscheinlich dann der Dressen als CEO vorgestellt und dann wird interessant, wer jetzt da als Sportdirektor kommt, Sportvorstand. Und natürlich dann auch, wie die Planung der Mannschaft aussieht, wo er natürlich dann mit Sicherheit einiges mitzubereden hat. Ja, wird spannend werden, denke ich, die kommenden Wochen, ne? Ja. Mehr kann ich da im Moment auch nicht zu sagen. Bin gespannt. Ich weiß nicht, ich glaube, morgen wird keine Pressekonferenz kommen. Am 30. ist die Aufsichtsratssitzung. Wahrscheinlich wird danach irgendwie dann eine Pressekonferenz kommen. Dann wird wahrscheinlich der Dressen vorgestellt werden als CEO. Bin gespannt, ob wir dann schon einen Sportdirektor vorstellen oder einen Sportvorstand oder wie wir das auch immer nennen wollen. Bin ich sehr gespannt drauf und wer das dann sein wird. Ja, und dann es ist ein bisschen ein Neustart der Führung, die einfach mal ein bisschen anders auftreten muss und ich bin gespannt. Gut, aber ist jetzt auch nicht Thema hier. Das war's. Pressekonferenz zur Deutschen Meisterschaft. Ich denke, wenn sich das irgendwie, ich meine, ich habe ja ein paar, die nicht Bayern-Fans sind, wenn sie sich das hier angucken, die fragen sich dann bestimmt auch, was ist gerade passiert, Alter. Normalerweise kennt man da so eine Pressekonferenz nach einer Meisterschaft ist, dass die Spieler da mit Bier reinkommen und versuchen, den Trainer nass zu machen und so eine Geschichten. Und nicht, dass da ein Trainer sitzt, der irgendwie
fast nur kritische Worte findet, ja. Ähnlich wie ich es in meinem Talk auch gemacht habe. Ist halt schwer, das alles so von sich wegzuschieben gerade, ne? Aber wie gesagt, gebt uns mal allen 2, 3 Tage, dann sieht das wahrscheinlich auch anders aus. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Bis dann, tschüssi.